Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Gothic 2 auf Pelzig. Von dem soll man uns segnen lassen und der hat außerdem Aber noch eine dort, Botschaft, die ich wo ihm bringen Adanos sollte. stand. Adanos sei mit dir. Servus. Wer bist du? Ich bin Vatras, ein Diener des Adanos, des Behüters des göttlichen und weltlichen Gleichgewichts. Was kann ich für dich tun? Ein bisschen sieht wie das Saturas aus. Na, wie sieht's so damit Ich aus? habe hier eine Steintafel. Kannst du mir mehr darüber sagen? Das sind Artefakte der alten Kultur, die wir seit einiger Zeit untersuchen. Es gibt verschiedene Arten davon. Einige enthalten Informationen über die Geschichte des alten Volkes. Und genau an diesen bin ich interessiert. Bring mir davon alle, die du finden kannst. Ich werde dich angemessen entlohnen. Okay. Das klingt ja nicht schlecht, aber du kannst schon mal ein bisschen was erzählen. Erzähl mir etwas über den Ring des Wassers. Und warum sollte ich das tun? Wegen Kavalorn, ne? Kavalorn hat mich zu dir geschickt. Und was hat er dir erzählt? Er sagt, ihr braucht dringend mehr gute Leute. So. Also willst du dich uns anschließen, mein Sohn? Wäre doch ganz nett, oder? Wäre schon ein bisschen was erzählen. Erzähl mir etwas über den Ring des Wassers. Und warum sollte ich das tun? Achso, ja, okay, mehr gibt's ja nicht. Dann hier, bitte. Ich habe hier einen Brief für dich. Für mich? Die ist sogar noch U versiegelt. In der Tat. Ist Das sogar noch ist eine versiegelt. wichtige Botschaft, die du mir da übermittelt hast. Ich frage mich, wie du an diesen Brief gekommen bist. Ja, so, ne? Von Kavalorn, dem Jäger. Kavalorn? Wo ist er? Er sagte mir, ich solle dir ausrichten, dass er es nicht mehr geschafft habe und auf dem Weg zum Treffpunkt sei. Was das auch immer heißen mag. Ich sehe, dass du Kavalorns Vertrauen gewinnen konntest. Das spricht für dich, mein Sohn. Und 400 Erfahrungspunkte insgesamt gab's noch. Kannst du jetzt auch wieder was erzählen? Erzähl mir etwas über den Ring des Wassers. Und warum sollte ich das tun? Okay, macht er immer noch nicht. Hier, bitteschön. Ich habe noch eine Steintafel für dich. Gut. Hier, nimm ein paar Tränke als Belohnung. Nett. Dann hier noch. Ich will mich dem Ring des Wassers anschließen. So? Dann hast du ja schon die erste Bedingung dazu erfüllt. Was meinst du damit? Naja, du hast jemanden in den Reihen unserer Kinder, der dich vertraut. Sonst würdest du sicherlich nicht davon wissen. Ja, Aber ich weiß gar nichts über dich. Was willst du wissen? Nun, du könntest mir erzählen, wo du herkommst und warum du in die Stadt gekommen bist. Ich komme mit einer wichtigen Botschaft für den Anführer der Paladine. Was ist das für eine Botschaft? ja, der wird merken, wenn wir lügen. Deswegen nur die wahre Sache. Während wir reden, sammelt sich eine große Armee unter der Führung von Drachen, um das Land zu erobern. Drachen? Du sprichst von Wesen, die bisher nur in Sagen Erwähnung finden. Woher weißt du das? Tja, das muss ich jetzt leider doch jemand sagen. Xardas, der Magier, hat es mir erzählt. Er hat mich geschickt, die Paladine zu warnen. Der Dämonenbeschwörer. Er lebt also. Und er hat dich losgeschickt? Wer bist du eigentlich? Der namenlose Held. So, bitteschön. Ich bin ein ehemaliger Gefangener der Strafkolonie von Khorinis. Gut. Fassen wir mal zusammen. Du bist ein ehemaliger Gefangener, der von Xardas, dem Dämonenbeschwörer, erzählt bekommen hat, dass Drachen gekommen sind, um das Land zu erobern. Genau. Und du bist gekommen, um den Paladinen davon zu berichten. Das hört sich alles sehr abenteuerlich an, aber ich kann nicht erkennen, dass du mich anlügst. Daher muss ich annehmen, dass deine Beweggründe ehrlich sind. Ich will dir eine Chance geben, dich dem Ring des Wassers anzuschließen. Das ist doch nett. Dann? Was muss ich tun, um mich dem Ring anzuschließen? Du musst wissen, dass du große Verantwortung übernimmst, wenn du dem Ring angehören willst. Ich bin nicht gewillt, jedem, der zu uns kommt, der Bitte um Aufnahme zu entsprechen. Wenn du dem Ring angehören willst, musst du beweisen, dass du auch so handelst wie einer von uns. Und das heißt? Bevor wir einen jungen Mann in unseren Dienst stellen, muss er etwas Großes für den Ring vollbracht haben. Erst dann kann ich in Erwägung ziehen, dich für die Erhaltung des Gleichgewichts der Kräfte auf dieser Insel einzusetzen. Hopp, na hier, ne? Alte Lorbeere und so. Ich habe den Schläfer besiegt. Ist das groß genug? Viele Geschichten erreichen meine Ohren in diesen Tagen. Auch die über die Verbannung der Bestie namens Schläfer.
Dass das einzig deine Hand herbeigeführt haben soll, ist mir nicht geläufig. Obwohl deine Augen voller Überzeugung sprechen. Das verunsichert mich. Aber ich bin mir nicht sicher, dass mich meine Sinne nicht auch täuschen könnten. Okay, ne? Ich habe viele Menschen befreit. Die Barriere ist weg. Selbst wenn du wirklich dafür verantwortlich sein solltest. Das große Ereignis im Minental hat nicht nur die Magier des Wassers und andere aufrechte Bürger wieder in die Freiheit entlassen. Die Verbrecher des ganzen Landes laufen frei in Korinis umher und bedrängen heute die Menschen dieser Stadt. Die Banditen haben schon große Landstriche in der Umgebung der Stadt eingenommen. Es ist fast unmöglich geworden, unbeschadet die Stadt zu verlassen. Na, okay, du führst immer leider verantwortlich, aber hier. Was wäre denn etwas Angemessenes, das dich überzeugt? Ein großes Rätsel beschäftigt Korinis in diesen Tagen. Die Zahl der Vermissten dieser Stadt scheint fast täglich zu steigen. Wenn du es schaffen solltest, mir zu erklären, was mit ihnen geschehen ist, dann sollte dein Platz im Ring des Wassers sicher sein. Okay. Allerdings Ja? solltest du zuerst eine Nachricht zu den Paladinen bringen. Ich glaube, die Sache ist von äußerster Wichtigkeit. Rede mit Lord Hagen. Okay. Hier. Aber Lord Hagen wird mich nicht vorlassen. Doch, das wird er zweifelsohne tun. Wenn du einer mächtigen Gemeinschaft angehörst. Der Ring hat weitreichende Beziehungen. Wir werden dir helfen, deine Nachricht so schnell wie möglich zu überbringen. Du solltest darüber mit meinem Vertrauten Lares sprechen. Er wird dir helfen. Den kennen wir ja noch, Lares. Froh ich nochmal hier noch. Welcher Gemeinschaft soll ich mich anschließen? Es gibt nur 3 Gemeinschaften, die mächtig genug sind. Die städtische Miliz, das Kloster der Feuermagier oder die Söldnertruppe auf dem Hof des Großbauern. Die Wahl liegt bei dir, mein Sohn. Sicher kann dir Lares bei dieser schwierigen Entscheidung zur Seite stehen. Rede mit ihm darüber. Ja, Lares war ja der Bandite-A-Führer, beziehungsweise der A-Führer von der Bandite-Truppe aus Neue Lager. Das werde ich tun. Und du, ja, den kennen wir noch. Können wir mal hier ein bisschen was? Wegen der vermissten Leute. Ja? Hier. Wo soll ich anfangen, nach den Vermissten zu suchen? Unten am Hafen sind die meisten Menschen verschwunden. Vielleicht sollte deine Suche dort beginnen. Und? Ich will dir erzählen, was ich weiß. Was hast du herausgefunden? Bisher Nix. leider nichts Wesentliches. Ja, super. Dann mehr. Ich brauche noch seinen Säger. Wie sieht's dann doch noch aus? Kannst du mir etwas über die Magie beibringen? Nur den erwählten Innos und den erwählten Adanos ist es gestattet, Runenmagie zu wirken. Aber auch gewöhnliche Sterbliche können Magie mit Hilfe von Spruchrollen wirken. Ich kann dir zeigen, wie du deine magischen Kräfte kanalisieren und erweitern kannst. Das ist zwar sehr nett, aber das brauche ich jetzt derzeit überhaupt nicht. Ich will eher das hier. Ich bitte um deinen Segen. Für was soll ich dir meinen Segen geben, Fremder? Ich will als Lehrling bei einem der Meister in der Unterstadt anfangen. Geh mit dem Segen Adanos, mein Sohn. Das ist gerade so kracht. Hier noch. Wo finde ich einen geweihten Enos? Am besten schaust du mal am Marktplatz vorbei. Dort wirst du einen Abgesandten des Klosters finden. Gut. Dann mach's gut. Warte, wenn du Lares siehst, gib ihm dieses Ornament und sage ihm, dass es zurückgebracht werden muss. Er wird schon wissen, was er damit zu tun hat. Ja, jetzt ist auch der ganze Gemäß schon wieder weggegangen. Gucken wir uns doch mal an, was das dann war. Ornament hier. Bruchstück eines großen Ornamentrings. Alles klar. Aber ich muss sagen, hier kriegen wir wesentlich früher schon unsere Rüstung. Das ist auf jeden Fall recht praktisch. Ich muss gerade mal gucken, ob wir da jetzt schon in der Lage sind, was zu schmieden. Wir haben ja schließlich. Aber der Hansel steht die ganze Zeit am Amboss rum. Während der Lehrling schon Feierabend macht und saufen geht. Ich will an den Amboss. So. Gewöhnliche mit magischer Erz kann man danach Erzwaffe schmieden. Hier können wir leider noch nichts machen. Aber Erzwaffen können wir auch noch nicht. Schade. Okay. Unseren Rohstahl hat es trotzdem nicht kaputt gemacht. So.
Also wir können im Laufe der Zeit definitiv sehr coole Rezepte lernen und uns selber tolle Sachen zu schmieden. Hey, du bist neu in der Stadt, was? Ja, Der war vor was ist Matteo mit dir? seinem Lade gockt. Ich komme vom Festland und jetzt hänge ich hier rum. Ich habe bald kein Gold mehr, kann wohl nur noch zur Miliz gehen. Aber das will ich nicht. Und es wird noch Ich lasse mich doch nicht für den König von den Orks abschlachten. Davon lasse ich lieber die Okay, lassen wir es erstmal gut sein. Mit dem möchte ich jetzt erstmal nicht retten. Der guckt immer noch erwartungsvoll in die Richtung, in der er sich mit uns unterhalten hat. Dann können wir noch hier noch mit Leuten auf dem Markt sprechen. Aber wir hängen jetzt wieder ganze Tag verdummbeitelt mit rumgebabbelt mit der Handwerksmeister, dass hier kein Mensch mehr ist. Nur der hier, der gute Pirat noch. eine Sache noch. Hör zu, Kleiner. Ich habe im Moment wichtige Dinge zu erledigen. Wir werden uns später unterhalten. Klar? Jo, alles klar. Alter Hamburger. So, ist hier noch irgendwas? Na, das sind noch die Bürger. Ja, irgendwann kann ich mal einen Raubzug machen, wenn ich danach wirklich gelernt habe, wie man Schlösser knackt. Das ist die Taverne. Ah, Kundschaft. Was kann ich für dich tun? Und hier ist das geheime... Oder der geheime Zugang zur Diebesgilde. So, ich suche Zimmer. Ich suche ein Zimmer. Da bist du hier richtig. Einer der Paladine hat mir gesagt, ich könnte hier umsonst übernachten. Ja, ja. Geh einfach die Treppe hoch. Wir haben noch 1 oder 2 Betten frei. Sehr schön. Ja, das ist eigentlich sehr nett, aber die Frage ist, warum, ne? Warum bezahlen die Paladine das alles? Ich weiß auch nicht, was das alles soll. Ich denke, zum einen wollen sie die armen Schlucker von der Straße holen, damit die keine Dummheiten machen. Wahrscheinlich. Und zum anderen wollen sie sich mit den fahrenden Händlern gutstellen. Jetzt, wo die Bauern sich auflehnen, sind wir auf die Versorgung durch die Händler angewiesen. Außerdem denke ich, wollen sie die Stimmung in der Stadt ein bisschen anheben. Lord André hat ja auch angeordnet, dass am Galgenplatz Freibier ausgeschenkt wird. Das ist auch gut. Galgen und Bier, das klingt doch noch richtig geiler Party. So, da haben wir noch der. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Genau, weil es hier zur Diebesgilde runter geht. Da gucken wir nochmal hier. Da liegt das Sarah. Das sind lauter freie Better. Und es ist erst Ende 20:20 Uhr, also noch schmeiße ich mich hier noch nicht in die Kojerei. Aber es ist schon mal cool, dass man hier verumme pennen kann. Dann... Das ist ja schrecklich. Hey du, ich habe ein Angebot für dich. Was willst du? Ich will meinen alten Stand am Marktplatz zurück. Den hat sich Sarah unter den Nagel gerissen. Aber sie hat lange genug dort gestanden. Ich will, dass sie den Stand aufgibt. Und welche Rolle spiele ich dabei? Ich gebe dir einen Brief, den schiebst du ihr in die Tasche. Dann gehst du zu André und erzählst ihm, dass Sarah Waffen an Onar verkauft. Sie landet im Gefängnis, du kassierst das Kopfgeld und ich kriege den Stand. Was anderes gehört. Du hast 2 Tage Zeit, das zu erledigen. Was würde für mich dabei rausspringen? Wenn ich den Stand habe, bekommst du eine Waffe von mir. Und zwar eine verdammt gute. Wird sich das jemals ändern? Okay, und... Was passiert, wenn ich das nicht mache? Das wäre wirklich dumm von dir. Denn siehst du, ich weiß, dass du ein entflohener Sträfling bist. Wenn sich das herumspricht, könnte das deiner Situation in der Stadt erheblich schaden. Tja, Okay, ich habe offensichtlich keine andere Wahl. Du bist ein schlauer Bursche. Hier ist der Brief. Wie soll ich ihr den Brief unterschieben? Lass dir einfach ihre Ware zeigen. Und dabei steckst du ihr den Brief zu. Und denk dran, ich bin ein einflussreicher Mann in der Stadt, also versuche nicht, mich zu verarschen. das habe ich ja nicht vor. Ich habe nur vor, dich zu verpfeifen. Von mir aus. Das ist wieder der Kanter, den wir beim Lobartshof gesehen haben. Also wie gesagt, ich mache jetzt nicht so einer auf skrupelloser Drecksack, der arme Frau hier in den Knast bringt, auch noch unschuldig. Deswegen den Typ verpfeife ich, aber ich rede mal ein bisschen mit ihr. Verdammt. Verdammt. Wie läuft das Geschäft? Als die Paladine kamen, dachte ich, das wäre eine gute Gelegenheit, Geschäfte zu machen. Aber sie lassen sich ihre Waffen von Harad herstellen und weder Hakon noch ich verdienen auch nur ein Goldstück an ihnen. Dazu kommt noch, dass die Nahrungsversorgung durch die Bauern ausbleibt und alles teurer geworden ist. Da ist es nur ein kleiner Trost, dass die Paladine meine Hotelrechnung bezahlen. Okay, aber zeig Zeig mir mal. deine Ware. Tja, die hat schon eine ziemlich gute Sache, würde ich mal so sagen. Wegen der Lebenskraft hat sie auch noch.
Also, die hat durchaus sehr nützliche Sache. Der Degen, der gibt auch noch zusätzlich... Der baut auf Geschicklichkeit statt auf Stärke. Tja, sowas Gutes können wir uns aber derzeit nicht leisten. So stark sind wir leider noch nicht. Bei 25... Tja, nee, so gut sind wir echt noch nicht. Okay. Dann würde ich sagen, der andere Typ, der gibt uns so einen Rotz und hätten wir seinen Passierschein genommen, hätten wir es machen müssen, hätte er uns dazu gezwungen, ohne Belohnung. So, dann geben wir jetzt erstmal hier den Typ verpetzer. Der Herold steht die ganze Zeit da am Galko und verzählt hier neue Erlasse. So, Lord André, Herr Ritter. Innos sei mit dir, Fremder. Was führt dich zu mir? Das ist ein Ritter, der hat nur Kette, Hemd, Haube und diese Paladinsrüstung. Hier. Ich will das Kopfgeld für einen Verbrecher kassieren. So, hier haben wir's. Der Händler Kanta will Sarah aus dem Weg räumen. Sarah? Die Waffenhändlerin am Marktplatz? Ich sollte Sarah einen Brief unterschieben, der sie belasten sollte, Ona mit Waffen zu beliefern. Aha, verstehe. Das Kopfgeld für diesen Mistkerl zahle ich gern. Er sitzt schon so gut wie hinter Gittern. Ausgezeichnet. 100 Gold gibt's für den. Ausgezeichnet. Hier noch. Warum seid ihr Paladine in der Stadt? Die Ziele unserer Mission unterliegen der Geheimhaltung. Ich kann dir nur so viel sagen, dass keine Gefahr für die Bürger der Stadt besteht. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Okay. Aber, hier, beim Lothar Ich habe ging's so eine nicht. wichtige Nachricht für Lord Hagen. Nun, du stehst vor einem seiner Männer. Worum geht es? So. Die Armeen der Orks werden von Drach. Ich weiß, dass die Armeen der Orks immer stärker werden. Du willst mir doch wohl nicht erzählen, dass es das ist, was du Lord Hagen zu berichten hast? Er würde dir den Kopf abreißen, wenn du seine Zeit mit solchen Geschichten verschwendest. Und ich bin mir sicher, du bist schlau genug, um das selbst zu wissen. Also, worum geht es wirklich? Er hat mal nicht mal richtig zugehört, aber egal, komm. Es geht um ein heiliges Artefakt, das Auge Innos. Das Auge Innos? Ich habe nie davon gehört. Aber das muss nichts heißen. Wenn es wirklich ein Artefakt gibt, das diesen Namen trägt, wissen sowieso nur die höchsten Mitglieder unseres Ordens etwas darüber. Eben darum muss ich ja mit Lord Hagen selbst reden. Lord Hagen empfängt nur Paladine oder diejenigen, die im Dienst der Paladine stehen. Es ist unter seiner Würde, sich mit Vertretern des gemeinen Volkes abzugeben. Oh, oh, das ist aber schon etwas hart hier. Dann hier noch. Wegen der vermissten Leute. Hör bloß auf mit der Geschichte. Ich habe andere Sorgen. Okay, reizend. Dann hier. Ich will mich in den Dienst der Paladine stellen. Gut. Ich kann jeden tauglichen Mann hier gut gebrauchen. Egal aus welchen Gründen er uns beitritt. Wenn du dich in den Dienst der Paladine stellst, werde ich dir zu einer Audienz bei Lord Hagen verhelfen. Okay. Ich habe jedoch meine Befehle, nur Bürger der Stadt bei der Miliz aufzunehmen. Mein Kommandant befürchtet, dass sich Spione oder Saboteure bei uns einschleichen könnten. Auf diese Weise will er das Risiko begrenzen. Du musst also zuerst Bürger der Stadt werden. Über den Sinn dieser Regel lässt sich sicherlich streiten, aber Befehl ist Befehl. Jo. Dann hier. Was erwartet mich bei der Miliz? Um das gleich klarzustellen, Soldat der Miliz zu sein bedeutet weit mehr, als nur mit einer Uniform durch die Stadt zu spazieren. Das ist ein dreckiger und auch blutiger Job. Wenn du einmal dabei bist, wartet ein Haufen Arbeit auf dich. Aber es lohnt sich. Neben dem Sold bekommst du vielleicht irgendwann einmal die Chance, ein heiliger Streiter Innos zu werden. Yeah. Gibt es keinen schnelleren Weg, mich euch anzuschließen? Aha. Das ist dir wirklich ernst, oder? Gut. Hör zu, ich habe ein Problem. Wenn du es für mich löst, werde ich dafür sorgen, dass du bei der Miliz aufgenommen wirst. Aber das Wichtigste ist, du darfst mit niemandem darüber reden. Okay. Was ist dein Problem? In letzter Zeit häufen sich die Diebstähle in der Stadt. Wir konnten bisher niemanden fassen. Die Diebe gehen einfach zu geschickt vor. Die Mistkerle verstehen ihr Handwerk. Ich bin mir sicher, dass es sich um eine organisierte Bande handelt. Es würde mich nicht wundern, wenn es in Korinis eine Diebesgilde gäbe. Finde die Drahtzieher der Bande und bringe sie zur Strecke. Dann werde ich dafür sorgen, dass du bei der Miliz aufgenommen wirst, egal ob du Bürger bist oder nicht. Aber du musst über unsere Abmachung schweigen. Das dauert wie Sau, aber ich nehme die Quest trotzdem an.
da ist es definitiv ratsamer, wenn ich früher mich als Bürger anschließe, weil das geht schneller. Hier. Was mache ich, wenn ich einen der Diebe gefunden habe? Wenn es sich um einen Handlanger handelt, einen Hehler oder einen kleinen Fisch, solltest du dich am besten auf keinen Kampf einlassen. Komm lieber zu mir und erstatte mir Bericht. Ich werde mich dann darum kümmern, dass der Kerl hinter Gitter kommt. Bei einem offenen Kampf könnten die Stadtwachen einschreiten und du wirst keine Gelegenheit haben, ihnen zu erklären, was Sache ist. Außerdem gibt es für jeden schrägen Vogel, den du hinter Gitter bringst, ein Kopfgeld. Wenn du allerdings das Versteck der Drahtzieher findest, nun, dann wirst du vermutlich nicht um einen Kampf herumkommen. Okay, dann hier noch. Wo fange ich an, nach den Dieben zu suchen? Wenn ich das wüsste, würde ich selber dorthin gehen. Ich kann dir nur so viel sagen. Wir haben vor kurzem das gesamte Hafenviertel auf den Kopf gestellt und nichts, aber auch gar nichts gefunden. Die Leute dort sind auch nicht sehr gesprächig, vor allem nicht, wenn man die Rüstung eines Paladins trägt. Ja. Aber du bist von außerhalb. Dir werden sie nicht so schnell misstrauen. Du könntest dich zuerst am Hafen umhören, aber sei vorsichtig. Wenn die Leute dort mitbekommen, dass du für die Paladine arbeitest, erfährst du nichts. Das ist klar. Okay, gut. Dann haben wir uns mit dem jetzt einmal unterhalten. Und gehen wir hier ans Lesepult. Ah, schade. Das ist nur Ambiente. Okay. Gut, der guckt ein bisschen blöd. Was willst du hier? Hallo Boltan. Hier. Ich will zu den Gefangenen. Geh nur, aber bleib nicht zu lange, klar? Gut. So. Hallo Kanta. Ich habe dich gewarnt. Aber du wolltest nicht hören. Wir sprechen uns noch. Jetzt verpiss dich. Ich will mich ausruhen. Allerhaupt. Tja. Ich lasse trotzdem nicht zu, dass er unschuldige Freunde knascht kommt. Vor allem nicht, wenn ich zu der Paladine gehören will. Das wäre schon etwas unschicklich. Und Diebesbande werden wir definitiv noch gehören, denn für die werden wir auch noch ein paar Missionen erfüllen und so. Aber die lasse ich dann auch noch auffliegen. Von denen gibt es trotzdem viel, was man lernen kann. Hier liegt noch so ein Lederbeutel rum mit 25 Gold. Yay. Dodefu können wir jetzt auch Schlösser knacken lernen. Das heißt, wir gehen jetzt wieder zurück zum Torben. Und dann kann der uns ein bisschen was beibringen. Lord André den Oberbefehl für unsere Miliz übernehmen. Alle Bürger dieser Stadt, die über kämpferische Fähigkeiten verfügen, werden hiermit angehalten, der königlichen Miliz beizutreten. Der hat die Rüstung vom Bartolo, von dem Erzbaron an. Ja, da steht der Galge. Da ist der Ulf. Der Ranga ist da auch noch dabei. Hallo Ulf. Hey, du. Das ist ein Novize. Ulf. Was machst du hier? Ich bin Novize und komme vom Kloster. Ich erledige die Botengänge für die Magier und auch die Paladine. Ich habe die 3 Wirte in der Stadt mit Wein aus dem Kloster versorgt. Allerhaupt, wer sind die? Wer sind die 3 Wirte? Das ist zum einen der gute Mann hier hinter dem Tresen. Dann gibt es noch Koragon, der seine Taverne am Tempelplatz hat, und Cardiff, der Wirt von der Kneipe im Hafenviertel. Ich wundere mich über gar nichts. Okay, zum Kloster kann ich auch noch gehen, aber das lassen wir jetzt erst einmal. Hört ihr Bewohner von Korinis. Na? Auf Hey, ausdrückliche Anordnung des Solange die ehrenwerten Paladine Lord keine Hardens neue ergeht Aufgabe für mich folgender haben, Erlass. kann ich mir hier ein Ab paar sofort Biere genehmigen. wird Alter, wie Lord eklig. André den Oberbefehl für unsere arbeitest für die Miliz Paladine? übernehmen. Ja, ich Alle mache Bürger Ihnen dieser Meldung Stadt, über die über Situation kämpferische in der Stadt. Fähigkeiten verfügen, Zurzeit werden ist hiermit alles ruhig. angehalten, der königlichen Alter, wie Miliz eklig, wie ich dem beizutreten. sei Gebisto sehe. Das ist von Ulf. Willst du noch ein Bier? Klar habe ich noch Bier. Besorg mir eins. Gut, aber das lassen wir jetzt erstmal. Das Bier lassen wir jetzt mal Bier sein. Da ist noch ein Hakon. Warte mal. Ich bin Hakon, der Waffenhändler. Kann ich etwas für dich tun? In diesen Tagen sollte jedermann eine Waffe tragen. Vor allem, wenn er außerhalb der Stadtmauern unterwegs ist. Hier. Was weißt du über das Verschwinden der Bürger von Korinis? Ich habe schon viele durch das Stadttor im Osten schreiten sehen. Einige sind gekommen, die ich in meinem Leben noch nie vorher gesehen habe. Und viele sind dort hinausgegangen und kamen nie wieder. Aber neulich geschah etwas, das war schon befremdlich. Da war so ein Kerl bei mir. Ich glaube, Joe ist sein Name.
Er prahlte damit, dass er bald zu großem Geld kommen würde. Er wüsste angeblich, wie man in einen der Stadttürme, in denen die Miliz ihre Waffen aufbewahrt, hineinkäme. Seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen, obwohl er mir sonst jeden Tag etwa um die gleiche Zeit über den Weg gelaufen ist. Ich habe das der Miliz gemeldet und dachte, vielleicht haben sie ihn erwischt. Und ich finde ihn da im Kerker wieder. Lord André wusste aber nicht, wovon ich rede. Er kannte den Typen nicht einmal. Er musste es besser wissen. Okay, dann zeige mal. Zeig mir deine Ware. So, was hat dann der schick? Das ist ein Amulett, Harnisch-Amulett, Schutz vor Waffen noch 10. Das habe ich schon immer gesagt. Milizgürtel, das kann ich mir dann später noch holen. Das andere ist etwas zu gut für mich. So. Hört ihr Bewohner von Korinis? Ja, die andere werden jetzt etwas wären etwas stinkig sei, weil der andere Hansel jedem erzählt hat, dass ich hier ein Sträfling bin. Und das passt einige Leute nicht so. Ich glaube, da kann ich dann eine Zeit lang mit den Leuten in mir handeln. Jora ist noch hier. Jora Mormont natürlich. Enos zum Gruß, Fremder. Wenn du ein gutes Sortiment für Reisende suchst, dann bist du bei mir richtig. Aber ich warne dich. Wenn du vorhast, dich bei mir zu bedienen, ohne zu bezahlen, rufe ich die Stadtwache. Moment mal. Sehe ich etwa aus wie ein Dieb? Ha, du wärst nicht der Erste, der sich heute an meinen Sachen bereichert. Okay, wieso? Du bist bestohlen worden? Beweisen kann ich's nicht. Der Typ war verdammt clever. Hat sich vorgestellt als Rengaru, wenn das überhaupt sein richtiger Name war. Treibt sich schon die ganzen letzten Tage am Marktplatz rum. Hab nur mal einen Moment nicht aufgepasst und mein Geldbeutel war weg. Okay. Ich könnte dir dein Gold wieder beschaffen. So? Und warum solltest du das tun? Hier? Ich suche Hinweise auf die Diebesgilde. Kann schon sein, dass ich dir weiterhelfen kann. Pass auf. Wenn du mir mein Gold von diesem Rengaru wieder besorgst, werde ich dir sagen, was ich weiß. Okay. Gut, schauen wir mal. Ich werde mal sehen, was ich machen kann. Sei vorsichtig. Wenn du den Mistkerl einfach umhaust, werden die Stadtwachen eingreifen. In letzter Zeit ging es hier ziemlich rau zu und seit die Paladine da sind, greifen die Wachen bei Schlägereien in der Stadt hart durch. Also lass dir was einfallen. Ja. Werd ich. Und während der hier mit mir gerettet hat, hat sich der andere Typ einfach hier reingeleckt. Okay, warum auch nicht? Gut, dann lernen wir jetzt noch, wie man Schlösser knackt. Um 11 Uhr in der Nacht. Und dann ist es für heute auch mal wieder genug. Ja, da ist er ja. Rengaru. Und Jora meinte, du hättest sein Gold. Verdammt, nichts wie weg. Okay, ich weiß so in etwa, wo er hier rennt. Na, dann machen wir den halt noch in der Episode. So, wir können ihn ein bisschen abkürzen. Auch wenn er schneller ist als wir. Ich weiß, wie man hier abkürzt. So. Joink. Ups. Okay, glücklicherweise nicht gestorben dabei. So, Kerl. Hey, du. Hab ich dich. Was willst du von mir? Du hast am helllichten Tag Jora beklaut. Und der hat dich auch noch dabei gesehen. Also abgesehen davon, dass du ein mieser Dieb bist, würde ich sagen... So. Du erzählst mir jetzt mal, wer du bist. Ich bin nur ein armer Schlucker und versuche irgendwie über die Runden zu kommen. Was bleibt mir denn anderes übrig? In der Stadt finde ich keinen Job. Okay, verstehe. Verschon dich mit deinem Gejammer. So. Ich habe einen Anteil an der Beute verdient. Na schön, ich schätze, ich habe keine andere Wahl. Ich gebe dir die Hälfte ab. So, okay. Okay, gib mir die Hälfte. Hier hast du die Hälfte und jetzt lass mich laufen. Ich sollte dich der Miliz übergeben. Was willst du denn noch? Ich hab nichts mehr. Lass mich laufen, Mann. Hier? Warum sollte ich das tun? In der Stadt ist es immer gut, die richtigen Leute zu kennen und es sich nicht mit ihnen zu verderben. Ich könnte ein gutes Wort für dich einlegen. Mehr kann und werde ich dir dazu nicht sagen. Ja, aber die Diebesgilde, ne? Na gut, komm. Zieh Leine und lass dich hier nicht mehr blicken. Das wirst du nicht bereuen. Danke, Mann. Gut.
Dann haben wir das jetzt auch noch erledigt. Dann berichten wir gerade noch Jora dazu. Oder gehen zumindest mal wieder zu ihm hier. Und ich steht jetzt Sache, dass ich hier auch mein Cut setze, ihr liebe Leid. Und wir sehen uns dann morgen wieder zu Let's Play Gothic 2 auf Pelzig. Ihr seht ja alle schon von dem, was hier gebabbelt wird, dass hier Episode ratzfatz vorbei ist, ohne dass wirklich was Großartiges passiert. Also da geht's wirklich sehr, sehr schnell. Deswegen, Episoden sind hier immer ratzfatz rum und wir haben nicht wirklich was geschafft. Deswegen bin ich auch bei ca. 30 Minuten pro Episode. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Also machen's gut und bis morgen, ihr liebe Leid. Ayan Yankee.